So, habe ich dir meine kleinen Zuckerschnecken. Das ist ja ganz schöne Zeit her, dass ich so ein Video gemacht habe. Hoffentlich bin ich nicht aus der Übung. Erst einmal wollte ich Danke für 18.000 Abonnenten sagen. Mache ich eh nicht oft, aber ab und zu muss ich dann doch mal ein Lob an euch raushauen. Ein ganz liebes Bussi auf dem Weizenstutzen von mir. Aber deswegen sind wir eigentlich nicht da. Das hat nämlich einen ganz besonderen Grund. Weil ich als verantwortungsbewusster Bürger, ich schaue natürlich ab und zu mal so die Kommentarsektion durch. Das ist ja ganz normal. Ich muss auch aussortieren, was da für Schmarrn drunter steht. Nicht, dass halt meine minderjährigen Zuschauer da nur irgendwie gefährdet werden. Obwohl von mir dann die, glaube ich, genug gefährdet werden, aber man muss es ja nicht übertreiben. Auf jeden Fall habe ich da mal durchgeschaut und da ist mir ein besonderer Kommentar aufgefallen und den möchte ich jetzt euch einmal zeigen. Der coole David schreibt: Oh mei, wenn einer schon cooler David heißt, da weißt du schon, dass der nur Schabernack im Kopf hat. Genug Schabernack. Hey, was haben wir alle dagegen, wenn man den Ketchup auf eine Leberkassemmel schmiert? Das schmeckt gut so. Nein. Und was sogar noch schlimmer ist, der Kommentar hat ein Like, da hat mir fast ein Stepsel rausgehauen. Aber ich hoffe auf jeden Fall mal inständig, dass er den Kommentar selber geliked hat, weil sonst habe ich wirklich Angst, dass von denen da draußen noch mehr herumlaufen. Erst einmal, David, lass mal deine Wurstfinger vor der Caps Lock tasten. Wenn man was groß schreibt, dann verleiht es dem, was zum Song hast, nicht mehr Bedeutung, das wirkt einfach nur verzweifelt. Und jetzt versetzt euch mal in meine Lage. Ihr sitzt da am gemütlichen Feierabend, habt euch gerade frisch eine halbe aufgeschossen, durchstöbert die Kommentarsektion, weil ihr nichts Besseres zum Tun habt. Und dann lässt so eine Ausgeburt von geistigen Dünnschiss. Und jetzt haben wir eine ehrliche Frage in die Runden. Was darf ihr da machen? Ich weiß auf jeden Fall, was ich mache. Ich mache gleich mal ein Video daraus. Auf jeden Fall ist da meine Vorbildfunktion rausgekommen, weil ich mag einfach so einen Müll nicht unter meine Videos stehen haben. Und da blieb mir nur eine mögliche Lösung, abgesehen von dem einfach zu löschen. Da gibt es nämlich so 3 kleine Punkte neben dem Kommentar und da kann man den melden. Ja, aber da bin ich schon wieder auf das nächste Problem gestoßen. Wo ordne ich sowas jetzt ein? Und genau da müsst ihr mir jetzt helfen. Erstens, Fehlinformation. Das ist natürlich das Naheliegendste, weil was da hier verbreitet wird, sind ganz klar Falschaussagen. Weil Leberkäse mit Ketchup schmeckt, wie wenn du einen Obdachlosen einen Schorf vom Zipfel leckst. Habe ich zumindest gehört. Ja genau, und das ist jetzt die erste Möglichkeit. Nummer 2. Unerwünschte Werbung oder Spam. Ja, Werbung darf in dem Fall auch irgendwie passen, weil ja, er versucht ja andere für seine befremdlichen Essgewohnheiten zu begeistern. Könnte man auch irgendwie da einordnen, aber ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig. Nummer 3. Belästigung und Mobbing. Mir gefällt dein Ton nicht! Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich ganz klar belästigt. Nummer 4. Hassrede oder explizite Gewalt. Also ganz ehrlich, wenn jeder so drauf war wie der coole David, dann herrscht Anarchie auf die Straßen, da könnt ihr sicher sein. Nummer 5. Pornografie oder sexuell explizite Inhalte. Also das ist eigentlich schon fast mein geheimer Favorit, weil wenn man sich sowas auf den Leberkass dübelt, das muss ja schon fast sowas wie ein Fetisch sein. Nummer 6. Die fasse jetzt einmal zusammen, auch wenn es nicht zusammenpassen, das ist mir ganz klar, unterstützt Rassismus oder Kindesmissbrauch. Da fällt mir gerade auf, dass dieses Video 1000%ig demonetarisiert wird, bei den ganzen Schlagworte, die ich da verwende, aber ist ja wurscht. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Genau, zu dem Punkt kann ich auch bloß eins sagen, ganz ehrlich, so einer Person, der ist alles zu zum Trauen, da kann man es rein theoretisch auch einordnen. Nummer 7. Suizid oder Selbstverletzung. Das passt. Na, das passt wirklich. Denn ganz ehrlich, ich mache mir wirklich Sorgen um deine Gesundheit, David. Aus dem Grund habe ich jetzt die Nummer von einer Selbstmord-Hotline eingefügt. Und ich bitte die, David, und auch jeden anderen, der so dunkle Gelüste und Gedanken hat, sucht euch Hilfe. Bitte. Bitte greift euch die rettende Hand, die ich euch gerade reicher möchte. Es ist keine Schande, Schwäche zum Zwang. Es ist eine Form von Stärke, sich selbst einzugestehen, dass was in deinem Gehirn gewaltig falsch läuft. Ich bin ja selber null gläubig, aber trotzdem bin ich mir fast sicher, dass irgendwo in die 10 Gebote gestanden ist, wahrscheinlich auf der Rückseite, ich bin mir nicht ganz sicher, du sollst da keinen anreidigen Ketchup auf dein Semi schmieren. Sonst schmier ich da eine, Amen. Seht's es mal ja so. Selbst der Adam wurde im Alten Testament im Garten Eden von der dunklen Seite verführt. Also Herz zu, meine Schäflein. Haut's euch kein Ketchup auf Semi. Lebt's nicht in Sünde, dann soll es auch für euch einen Platz im Paradies geben. Grimper raus.